Guten Morgen. Von dir so war das Sonntag. Wie viel fehlt noch bei Weihnachten? Von morgen noch einen Monat, das ist. So, wir sind vielleicht alle mit so weihnachtlich angestimmt und ich nehme an, dass jetzt geschieht schon. Familienleben ist irgendwie besonders in Helgedeel bringen Ferien und all Frieden mit. Ich würde uns aber auch alle Mut merken, dass wir uns nicht den Frieden verdorben lassen von der langen Heavy fahren sein anzuhalten zu Weihnachten, wenn wir all Geduld haben. Aber einmal, ich bin so mutig von der Kirche gekommen. Ich will von der mich wieder beschäftigen mit Bibel-Übersetzung. Ich habe vorher Sonntag erwähnt, dass wir einen Mann, der sein Leben hat angeopfert für die Bibel-Übersetzung. Und dort da steht, was der angestellt hat, die Bibel erst so wie 1200 Mal übersetzt worden ist. Und erst hat mir das Werk gesagt und gesagt, so darf es nicht. So, ich will nicht mit der Geschichte vertellen, aber ich will mit dort uns mit ein dankbares Wort in Hand kriegen für das Leben, was wir leben. So, bevor wir durch eine Geschichte nennen, will ich mal fragen, wie viele Bibelübersetzungen gibt dort von was die Bibel geschrieben ist, bis die 1500 nach Christus? Das ist eine interessante Frage. So, die Bibel wird hauptsächlich im Neuen Testament wird in Griechisch geschrieben. In der letzten Buch, wo wir arbeiten, das wird eine 96 vorig. So, das ist Offenbarung. So, von der 0 bis der 96, hier zwischen ist ans Neue Testament geschrieben worden. Von dort, bis an 1500, so von der 96 bis der 1500, das ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht, wann Sie wieder nachdenken, aber in meinen Augen ist das eine ziemlich lange Zeit. Von was die Bibel geschrieben wird, bis Martin Luther oder Menno Simon seine Zeit, gibt dort sehr wahrscheinlich bloß 5 verschiedenste Sprachen. Da meinen sie viel, dort wir immer sich wohl mit der Bibel beschäftigen, der hat eigentlich bloß 2 Möglichkeiten. Und, der muss dem Prediger glauben, was der dann sieht. Oder 2, der muss so reich sein und studieren können, die Bibel selbst studieren. Das ist eine so schöne Zeit gewesen, wenn wir Christentum bekennen, also das Evangelium knallt ab und das verspreitet sich über die ganze Welt. Also von Apostelgeschichte Kapitel 8 mit der Steinigung von Stephanus. Von da fängt das Evangelium bloß bosig sich an zu verspreiten. Und das ist schön. Aber wir sind für uns nicht bewusst von, wo klein die wirkliche Bibelübersetzung in der Bibel Disposition. Also die Menschen haben nicht eine Möglichkeit, um MCC fahren und sich durch 10 verschiedenste Bibeln zu schreiben. Und du selbst so nicht bewusst. So, in diesen 1500 Jahren gibt es sehr wahrscheinlich bloß 4 Sprachen, wie Latin, Syriaco, Kopto, Armenio und Gregoriano. So, das wir für uns hat das alle nicht. Und das ist auch okay. Dann haben wir die zweite Etappe von Bibelübersetzungen, wo hier eine große Teilung gibt. Also, unter diesen 500 gibt es ein sehr guter Inventor. Und was heißt ein Inventor plötzlich? Erst ja fängt es sehr fein aus. Weil erst ja mal ruden oder wir. Hä? Ja, eine Imprenta. Okay, so. But unter diesen 500, alles, was geschrieben wird, da wird mit der Hand geschrieben. Und wenn ich von euch so schmack schreiben kann, als ich und meine Sekundarstudenten, dann wird das alle zunächst brauchen. So, einmal mal reden, wenn ich so lesen will, aber das ist okay, wir schaffen das. So, die 1500 Jahre hatten Trouble, so erstens mal, da gibt es so wenig Bibelübersetzungen und zweitens, da muss man dahin geschrieben.
En ik lud wel eens mal aan, schreef mal einmal de Bibel auf. Mal sehen, wie lange das geht. Nehmt je mal ein Quaderno und eine plottische Bibel, oder was immer je will, dann schreibt ihr mal auf, mal sehen, wie lange das geht. Dort kann je eine gute Ansicht geben, an wo knapp Bibeln wir zu der Zeit. So, in 1500 wie Johannes Gutenberg, ein so kluger Mensch, en die dacht zich maar uit, weet je wat, dat moet eerst wel boos gaan en die buurde een machine en dat werd geschet interessant, dat hij een toefelen, van later vliegen en dan de tint even klassen en dan de bladeren opdragen en dan had ik al geprint. Dat wordt de imprinter dan herkent. Met dit komt dan een zo interessante explosie. So, niet bloos de imprinter wordt gemerkt, dat juist hier zo de reformen. De distanz, wo zu der Zeit über die moderne Welt im Christentum herrschen deed, war durchgebrochen. Und du sind eine ganze Streitmänner, wo du wirklich an Teuer. Also für uns Deutsche sind du eigentlich bloß zwei große Nummern, das Martin Luther und Simon, aber du sind noch ganze Streitmänner. In dieser Männer, die brüchen am Evangelium durch im Sinn von, die sagen dort die Bibel, das wichtigste Buch, was jemals diese Welt gehabt hat, wir so indisponibel, da wir bloß nur nicht zu kriegen. Und all die Reformatoren, das ist so interessant, all die, die an 1500 Anfang wirklich die Genug zu predigen, die ganz höchste Ziel, wie die Bibel mal immer sagt. Und du kommst dann, so ist die Bibel, was die meisten von ihnen noch einmal gebracht haben, das ist die 1912 Luther. Die Lutherbibel hat Worten hier unter 1500. So, dann auf einmal jäuft dort mehrere Sprachen, also Hochdeutsch, Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, all diese Übersetzungen, die kommen alle von hier an diese 1500 wieder. Aber dort bringt nicht ganz bei unserer Zeit. So hier so, ihr dort von ungefähr 100 Sprachen. Von 1500 bis 1700. Weil erst einmal ruden, wie viele Sprachen von der schon da auf der Welt sind. So, wir haben nu 105 Übersetzungen. Wo dich wie erst dort all but der Welt die Bibel predigen. Da haben wir noch nicht fertig angedacht. Weil Gott die Menschen straft, weil sie den Tarn Babel büden, dann lässt Gott wirklich Sprachen schaden. Und wie Deutsche glauben erst wieder, ja bloß Spanisch und Deutsch, und die beiden werden wir nicht reden, sondern über Englisch. Und ja, ich kann das dann so vernehmen, was ich will. Dann haben wir unter 1700 ein so interessantes Anfang von Übersetzungen. Du war eine große Erweckung unter 1700, wo Missionsarbeit eine Mode wird. Dann wurde so eine kleine Truck aus wie wenigstens 4 Missionararbeit erreichen. Und die wurden dann noch Städten fahren, wo die Sprache, die Grenze wird zwischen dem Evangelium und den Menschen. So von 1700 bis an den Ersten Weltkrieg gibt dort ein Klumpenübersetzungen. Du hast nicht wirklich eine ganz schmacke Rechnung von wie viele Übersetzungen nur gemerkt worden sind, aber du sind unbedingt mehr als 600 Sprachenübersetzungen passiert in den 200 Jahren. So, nu war ich immer mit der Lenken, da auf 1500 Jahren jediert 5 Sprachen abdecken. Dann hast du dort 200 Jahre jediert 100 Sprachen abdecken. Und dann hast du noch einmal 200 Jahre jediert 600 Sprachen übersetzt. Und dann wo wir so denken, nu ist aber ein Maß in Schwung mit, nu kann alle Menschen alle Bibel lesen. Und dort stimmt lang nicht. So, du sind noch neue Menschen, die nicht Bibel in ihrer eigenen Sprache können. Dann haben wir aber ein sehr interessantes Ding, was passiert. So, du hast morgen
der heißt Cameron Townsend. Und wenn jemand spanische Menschen sein ganzes Leben lang gelebt haben, oder wenn es nicht englische Menschen, der heißt William Cameron Townsend. In Kamerun, dort hieß es etwas Kamerun, und dann hat er sich entschlossen, sein Num, was er von klein an gebracht hat, nicht zu brauchen, wenn die Menschen an den Namen ausgelacht haben, wie El Señor Cameron, dann wird dort Guillermo. So, den haben die für einmal Guillermo genannt, ein Missionsfleck. Der trug an 1917 ab Missionsflecken ab. So, du werden wir uns dann ein klein bisschen nennen. Das ist eine Organisation, die von der Nachname ist, Sociedades Bíblicas Unidas, die haben eine Missionsarbeit mal um 1900 angefangen. Und die Mission, die hat 2 Bibeln, die englische und die spanische Bibeln printen und dann die ohne billig verkaufen. Und dann muss die Zweig dann die wieder verkaufen. So, die deuten nicht umsonst Missionsarbeit. Die schickten dann junge Bengels, so ist das um die Guillermo, den schickten die nur Guatemala zum Bibeln schachen. So, was die dann wurden known as, da wurden so viele Bibeln in der Taschen anpacken, als was die können. Dann wurden die den Jungen ein Ticket betont und alles über ihr weiter. So, dann wurde nur Guatemala reisen und dann wurde durch sich mit einer Schwack treffen und dann von dort wurden dann in alle Städte rumbäseln und Bibeln verkaufen. Das lacht uns vielleicht im Bett, wenn wir haben ein Phone und direkt wie du auf der Applikation ab, dann habe ich 4000 verschiedenste Bibeln im Phone. Aber weil es der Erste Weltkrieg losbrach, da wird nicht so stehen. Also du wirst, glücklicherweise werden in der Bibeln haben, aber da wird nicht so wie die Welt von der Zeit. Wann erst wenn eine Bibel hat, der hat einen schändlich großen Schutz. Und das ist nicht übertrieben. Eine Bibel zu haben unter 1900 wird bloß ab ihrem weggerottet. Und du weißt, manchmal unsere deutschen Menschen werden dort Familienbibeln genannt. Und die Tradition von unseren deutschen Menschen sagt man dort, du wirst eine Groß, zum Beispiel die Großeltern haben eine Bibel. Und alle die Kinder und Großkinder würden sich die Bibel um sich liehen, für 1 oder 2 Tage, dort die Bibel lesen können. Wir lesen den nicht, wenn wir haben zu viel oder so. So, und in diesen 1917, dann gibt es schon nicht so viele Bibeln. Und ich will hier einmal Nummer hinschreiben, und dann von da an drei wechseln oder Geschichte. So, von diesen 1917 von der 2024. Je hebt dort mehr als 4000 Bibelübersetzungen. Das gibt uns ein klein bisschen Anblick, wo sich die Welt dreht. So, wir haben 5, dann 100, dann 600, dann haben wir 100 Jahre. Also wie 4000 Bibelübersetzungen, wo gemerkt worden sind. Das Mann, der fährt in Guatemala. Und wir fanden das alle ein Typik was bei den Indigeners. Die wollten so ein Hüschen so mit Bambusteigertjes. Okay, so das Kamerun, der was ab und steht auf dem Form Knackerarm. Von ungefähr so wie. Bloß noch mit Armen. Da hat nichts. Die Lied, die reiten alles, was sie können, um die Kinder am Leben halten. Aber, den sind Führer, der hat ganz normal gewesen, dann wird er abgeknallt, und dann hat er seine Ohren verloren, der kann nicht mehr hier, aber der kann nur ihn reden. Und der Führer, der hat auch ganz klar, von Montag bis Sonntag, lesen sie als Familie 3 Kapitel aus der Bibel den Tag, taub. Und da wird scheinbar bleiben. Und am Sonntag, wenn die Mittagsschlaf geholt haben, dann kriegen sie eine Jungs alle taub und dann lesen sie 5 Kapitel aus der Bibel. Und da können nie nicht bleiben. So das Jung, der war ab ganz arm, aber ein Ding haben die. Da haben die Bibel. Und die lesen die Bibel uneng. Das Jungschrift in seiner Biografie dort, was er 18 wir, hat er können fragen, was er wollen wollte in der Bibel, er hat einmal noch was gehabt. Wenn du kein Buch in der Bibel, was er nicht hat angewiesen, am was du werden wirst.
Die können die Bibel nicht auswendig. Aber im Großen und Ganzen wisst ihr klar, was in der Bibel wird. So willst du 1917, das ist der März vom Ersten Weltkrieg, dann wollte stets sich an den Krieg anmischen. Und das Kamerun, der ist auch abgelässt, der soll nun Krieg. Und dann über dem, was er an dort Heukornfleisch, Bibeln verkaufen an Guatemala. So der fährt nun Prediger, der merkt nun Brief, und Frauen nun Freiheit, um dort Land verloren, Missionsarbeit zu tun. Und das Kamerun, der glaubt nicht mal, dass das möglich was sein, aber wenn der wie glaubt er dort Matjeroen, so der fährt nun Kapitän, bringt ihn den Brief an, lacht der Kapitän, und dann sagt er, hier ist deine Lizenz, ja, was war ich? Und dann fragt er, wo so einfach? Und dann sagt er, bestimmt was die Meier gaudet, um die Bibeln zu schreiben, als die Menschen schreiben. So der und sein Freund, die nehmen ihre Dokumentos und die sind nach Guatemala. In Guatemala ist ein so armes Land und die wohnen in einem Strohhüschen. Und die haben nicht wirklich gut. Wenn sie in Guatemala sind und von Ranch zu Ranch gehen, Bibeln verkaufen und kleine Folietos aufteilen, dann passiert dort, was ich in Ferien sind, verteilt, dort die wollen in Indien eine Bibel verkaufen. Und dann sagt das Mann zu die Indien, sagt zu Kamerun, wenn die Gott so groß ist, wieso habt ihr dann nicht eine Bibel an meine Sprache? Und dort schnitt in der Hort, und du fängt an den ein großes Werk an. Die von Hus, nur sind Straudachse, und der wird sich einig dort, was erst empfängt, in der Bibel übersetzen. Und dann redet mit Menschen, und dort kam alles bloß einmal weiter, trägt nur Häuser tun. Und dort ist eine Indiensprache. Und Indiensprachen sind so ganz anders als Spanisch und Englisch. Und dem fällt es grässlich so schwer. Doch, der fängt durch damit und sagt, wenn Gott am Haft, du hast gebracht zum Bibelübersetzen, dann ist dort, was er tut. Der befreit sich währenddessen, der wohnt among diese Indiens und der lehrt die Sprache, und weil sie 23 Jahre alt ist, fängt er an mit der ersten Bibelübersetzung. Der lehrt sich die Sprache, der demütigt sich, der lebt mit diesen Menschen Taubkranksystem. Heulen sie eine Früh, waren gewisse Hinsicht an Indiens oder Nativos, Kachikel heute Sprache, und die jetzt sein Leben haben für eine Bibelübersetzung. Mit der Ganzen, dann in 1934, zwischen der ersten Bibelübersetzung und 1934 gab es eine große Konvention in Nordamerika, und die präsentiert seine Bibelübersetzung. Ein von den Dingen, was für mich immer unbewusst ist, ist, Indiensprachen sind doppelt schwierig. Im ersten Fall ist, wenn sehr wahrscheinlich sind wenig Menschen, die die Sprache reden, und zweitens, die Sprachen sind schon mal geschrieben. So, wenn du eine neue Sprache was die Bibel übersetzen, dann musst du eigentlich zwei Dinge tun. Erstens mal musst du ausfinden, wo schrift man diese Sprache, wenn keiner schriftlich. Und zweitens, dann musst du die Menschen noch so gut kennen, dass dort, wo du geschrieben ist, dann merken nicht. Und das ist eine schwierige Arbeit. So, man der Ganze, und in 1934 merken die in Campamento, dass es immer ein Sommercamp, das heißt SEIL, international, das ist ein Campamento, wo Menschen hinkommen, die Interessen haben für Bibelübersetzungen. Und Kamerun präsentiert durch seine Arbeit, und Menschen waren begeistert von, hey, wir haben mal Bibel übersetzt. Und in 1942 gab es diese Organisation, die heißt Wycliffe Bible Translators. Das ist die Organisation, die das man gründen dort in 1942 mit dem einzigen Ziel, dass Menschen wurden taub gekriegt worden, zum Taubschaffen, zum Bibeln übersetzen. Diese Taubarbeit ist die größte Taubarbeit, was wir jemals gesehen haben im Christentum, was Mission anbelangt. Und ich weiß, das vielleicht mit, das wird ausgereicht, aber das wird, wenn wir da anzunennen,
dass wirklich die ganze Taubarbeit, was jemals in den Christen passiert ist. Wenn über die ganze Welt alle Menschen von verschiedenen Sprachen an diese Organisation haben bloß ein einziges Ziel, dass die Bibel bekannt wird. Und dadurch waren dann 4000 Sprachen übersetzt. Das hat mich ziemlich geanzügt, und zu denken, dass er so wie 12.000 Menschen kann taub schaffen, an Bibeln zu übersetzen. Das Wort, was wir so selbstverständlich haben, das ist so bekannt geworden. Und ich weiß, dass wir sind vielleicht einmal mit der rechten Anstellung über wer wir sind. Vielleicht sind Adrian und Hermann klar auf der Liste, wo das machen wir. Einfache Stabjunges. Und die können die Welt verändern. Das lügt nicht nur, ich kann nichts tun. Das lügt nur Gottes tun. Das lügt bloß nur sagen, weißt du Gott? Ich will checken, wenn du was dir auch merken, du hast einen Rat. Mit Schwung. Und du hast nichts mit Träger. Wir leben in einer Zeit, wo dort so unmöglich, dort wir können so viel berühmte Gente famosa checken. Und dann glaube ich einmal, dass die sind so bekannt, so berühmt und so cool, dass so viele Menschen sagen, wir kommen einmal, aber noch nicht. Und das ist alles gottlos. Wenn Gott uns hat genug geschenkt, das Evangelium zu begreifen, dann hat Gott durch sein Heiligen Geist uns Guven gegeben, zum Dein. Wenn wir die Welt bechecken, dann würden wir nur sagen, so dich bei allem kann die Bibel haben an seine Muttersprache. Und du bist so dankbar für, dass du mal erst was, wir haben gesagt, okay, wenn ich die Brücken sehe, dann sehe ich weg. Und vielleicht hast du von dir und uns ein klein bisschen beizufügen im Sinne von das Evangelium dein. Wir checken einmal die Länge, so 1500 Jahre sind 5 Sprachen gewesen, dann für die nächsten 200 Jahre sind 100, und dann von den nächsten 200 sind 600, und dann haben wir also wie 4000 Sprachen übersetzt. Das ist ein großer Klamm. Dann bleibt die Frau von der anderen Seite, wie viele Menschen auf der Welt sind bekehrt oder haben wenigstens die Gelegenheit gehabt, sich zu bekehren. Ich will mal uns nur 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 und 11 gehen. Ich habe die letzten Jahre mit Schwierigkeiten gehabt, mit mir selbst, wenn er mich fragt, was ich tue. Und das jagt mich mit an ihr zu sagen, dass ich die Schafe verkauft in meine Schule schaffen. Aber das ist eine gute Erklärung für. Wenn ich diesen Text lese, dann fange ich mich nur angeregt. Das sagt du es dit. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Guten zu tun, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadengaben treu amgeht. Wenn wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Wert redet. Wer du deint, soll dort an der Kraft tun, womit Gott am versorgt, so dass Gott an allem, durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Amen. Unser Volk lebt in so einer interessanten Zeit. Wir haben gewachsen, grässlich sehr. Wir haben Schule angefangen.
Wir haben alle Sorten Dinge am Drehen, wo du so gewöhnlich sind. Wir haben Menschen, die sollen unmeidwort schaffen. Wenn ich denke an die Familien, die man Jahrzehnt zu tun haben gehabt, oder Ultramerken, oder all die Dinge, dann hat es mein Herz verfreut. Ich weiß aber auch, dass wir verlieren sehr viel den Mut an Dinge tun, wenn ich glaube, ganz unbedingt, wir haben vergessen, was dort bedient, Christ zu sein. Für mich, und wo all sie nicht mehr schaffen, ist immer weiter uns dort gut denken halten, wie dein das Evangelium. Okay? So, unbedingt lehrt die Bibel uns, dass alles, was wir tun sollen, das sollen wir für Jesus tun, und dort werden wir auch. Uns fällt das einzige Mal aber schwer zu weiten, was soll ich für Jesus tun. Dann kommt das Wort bei mir an, dein das Evangelium. Was kann ich als Christ beitragen, um noch die Botschaft wiedergegeben wird, was von Sünden verriet macht? Nur diesen Text, nur in 1. Petrus 4, hast du keiner von uns ausgeschlossen an das Evangelium dein. Krieg angedreht. Wir sind verpflichtet, das Evangelium zu tun. In diesem Text sagt er noch zwei interessante Dinge. Der eine hat mit Vertalen zu tun und das andere hat nicht mit Vertalen zu tun. So, wenn du der Jans ja bist, wer nicht vertalen will oder nicht kann, das dann noch nicht mal eine Utrede, zum nicht das Evangelium tun. Das sagt hier das. Ein jeder soll seine Guf. So, weißt du, was das meint, wenn er sagt, ein jeder soll seine Guf? Wer ist dann alle mal an? Da meint so viel, die alle was hier sagen. Ab ersten Orten wies hat Gott die persönlich eine Guf gegeben. Und wenn du das noch nicht weißt, dann seht, was du dir gefangen hast. Wenn hier sagt, dass ein jeder Christ, und ja, das ist on, der hat eine Pflicht, das Evangelium zu tun. Und du hast keiner ausgeschlagen. Dann sagt dort wieder, ein jeder soll seine Gute, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Golden zu tun, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnuden guven, treu angeht. So, wir muss sagen, dass du hast eine Gute, den Hof zu besorgen. Dann dauert es so schmack als Hendrik, dass das ja getan hat. So, dass wenn jemand ein Großherr ja in den Eimsklappen sitzt, dann bergt der Gold rein, dann streht, dann sie jaffen, dann sie kommen alle weg. Warum das nicht aufschwingen? Wenn du an die erst was zu tun, dann dauert bloß mal. Und wenn du fragst, warum, dann sag ich, wenn ich dein das Evangelium. Dann sag ich dort aber, dort ist nicht bloß so freiwillig oder ein bisschen so, wenn ich das jankert, dann da. Dort sag ich hier, und jeder soll seine Gute, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Golden zu tun. Als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadengaben treu angeht. So, nu soll es dann noch gegodet werden. Dann, in Vers 11, du teilt er dort an zwei Gruppen. So, das erste redet, der wird reden. Und sagt, wenn wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Wied redet. Das ist eine große Verantwortung. Hier hängt ein Konsul zu stehen, im Bewusstsein sein, dass das, was wir hier verbringen soll an dessen Ton getan werden. Das ist nicht einfach. Bibelstellen, in Sonntagsschule, in Botschaft reinmachen, das ist nicht so bloß von ungefähr. Wenn du sagst hier, wann wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Wied redet. Dann sag ich, oh, Safo, so sehe ich an meiner Schule. Das klappt bei mir vorbei. Okay, Luther aufklappt. Wenn du nicht in Redner bist, kein Problem. Dann lese es immer jetzt, wo du sagst, wer du deint, soll dort an der Kraft tun, womit Gott am versorgt, so dass Gott an allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. So,
Du sind die, die reden sollen, die sollen so reden, als Gott seine wird. Und dann sagst du, wer du deint, was soll der dein? Wer du deint, soll dort an der Kraft tun, wo man Gott am versorgt. Glaubst du wirklich, dass Gott seine Kraft an dir so gibt, dass wo du das nicht mehr zu sein hast? Du hast keine Ausrede. Nicht für die, wer du noch gut hast zu reden, und nicht für die, wer du nicht gekriegt hast. Du kannst das Evangelium tun. Die Frau ist bloß wie. Dann haben wir ein großes Ziel. Dort sagt du, der, der redet, der soll so reden, und der, der soll so tun. Dort Gott an allem, der Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Wie will das Evangelium tun? So dort Gott an allem, der Jesus Christus gelobt wird. Vielleicht, als der Geschichte von diesem Mann, wer sein Leben hat, geopfert, Bibelübersetzung herzukriegen, vielleicht mehr viel. Vielleicht sage ich kann mich nicht demütigen in einem Strohhüschen wohnen. Zum eine Sprach lernen, zum eine Sprach Bibel übersetzen. Okay? Vielleicht hast du das noch nicht der Weg für dich. Aber ich will ganz genau, dass wenn du abrechtig die selbst von dir eine Frau fragst, was kann ich für das Evangelium tun, du hast ein Ding, was dir befällt. Du hast keine Frau. Wenn du genug gefangen hast, an Jesus im Blut, du frei geworden bist von Sinn, und Gott dir mit einem heiligen Jesus voll geguten hat, dann hat die Kraft die mit einer Guf beguft, um das Evangelium zu tun. Und ich will ganz genau, dass jeder einer von uns kann so umpacken. Ich will mit Ihnen nur Römer Kapitel 12, Vers 1 drehen. Römer Kapitel 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1 fängt es dort an. Brüder, weil Gott so viel Gnade und Mitleid an jünt bewiesen hat, ermahnen könnt, auch jenen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendes Opfer, das Gott annehmen kann. Lut dort jün jährlicher Gottesdienst sein. Und stellt jünt nicht so an, als diese Welt tät. Je sollen der nie Gesendung verändert werden, dass je weiten kann, was Gott sein will, was gut, angenehm und vollkommen ist. Der erste Ding, was Paulus hier in der Römer schreibt, ist, dass wir sollen bewusst sein, dass wir nicht mehr mit dieser Welt in der Wahrheit Dinge proben zu tun. Dort sagt du so, wir wollen uns nicht diese Welt gleichstellen. Und das ist eine interessante Art und Weise von uns Anschein. So dann denken wir anders, wir schaffen anders, wir sind anders, alles ist anders geworden, wenn Jesus hat uns Mitleid bewiesen. Dann in Vers 3, jetzt Paulus du wieder, kriegt nur dessen selben Teilmann sagt, durch die Gnade mir gibt es, sei er könnt. Und jeder einen, denkt von jünt nicht mehr, als sie wirklich sind, aber schatzt jünt nun auf, als Gott jünt glauben, geschenkt hat. So, ich würde das aber sagen, wir sollen das realistisch sein. Okay? So, vielleicht hast du nicht ein gutes Beispiel, vielleicht auch, ja. Wenn du nicht Gitarre spielen kannst, dann sei nicht so Ricky, dass du was hier so boven singen, wenn Gott was dir alle Kraft geben tut. Das ist nicht der Platz. Okay? Dann würde das nicht fein sein. Ich finde aber, dass wir sollen uns nur aufschätzen, aus was Gott uns Glauben geschenkt hat, so ist es hier im Vers 3 sagt. Dann im Vers 4 kommt dort dann bildlich rüt, wo der sagt, so ist wie an einem Körper viele Glieder haben, und die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben, so sind wir viele, ein Körper in Christus, und auch untereinander sind wir Glieder an einem Körper. So, der erste Ding,
Wat ik vind, wat we als christen zullen weten, is, God heeft die een gave gegeven, en dat is ons te brengen. Dein dat evangelium. Tweede ding, wat we unbedingt nicht wollen vergeten, ist, dass wir sind verschieden. Weißt du, wie langweilig das wir sind, wenn wir wollen alle dasselbe tun? So, wir wollen unbedingt als Christen das Evangelium tun. Das haben wir nur gelernt. Tweede ding, weil wir bewusst sind, dass wir sind Glieder und ein Körper. Und Christus Paulus uns hat hier sagt, die Glieder von den Körper, die tun nicht alle dasselbe. Das ist so fein, dass dort abgeschrieben ist, dass wir auf einmal glauben, dass wir sollen alle Diakonen sein und kranke Menschen besiegen. Oder wir würden dann auf einmal alle glauben, dass wir sollen ein Prediger sein. Oder wir würden alle glauben, wir sollen Hofmeister sein. Wir müssen aufrichtig sein mit uns selbst. Check nicht ab, nur cool oder nur bekannt. Check mal, nur wer Gott von dir will mehr. Du bist nicht gemerkt, zum kein anderer sein als bloß du selbst. In der Guven, wo Gott dir gegeben hat, da hat er kein anderen gegeben mit einer Ursache. Wenn er all die Gelegenheit geben, auf diese Art und Weise das Evangelium zu tun. Und Paulus sagt hier, so ein Körper und all verschiedene Dinge an sich hat, krack so, soll wir nicht zweiten und checken. Wir sind nicht gemerkt, um in der Wahrheit proben, alle dasselbe Ding zu tun. Wir sind gemerkt, um in der Wahrheit das Evangelium wiederbringen. Krack no wo. Das Ding ist bloß, dass wir das tun. Wenn wir wieder lesen, im Vers 5 sagt dort, so sind wir viele, ein Körper in Christus, in auch untereinander sind wir viele Glieder und ein Körper. In wils unsere Gaben sich tun unterscheiden aus uns nur geschenkt ist, weil wir der ein jeder tun brücken. Wenn du predigen ist, dann tun uns du zu glauben geschenkt ist. Wenn dein, dann tun dein. Wenn lehr, dann tun lehr. Wenn ermahnen, dann tun ermahnen. Wenn geben, dann rechtlich. Wenn andere verstehen, dann flietig. Wer du auf mitleiden zu sein, soll dort mit Frieden tun. So, das ist eine kleine Reihe von Dingen, wo wir uns vielleicht auch aus einer Tarea mitnehmen. Vielleicht haben wir uns hier so mal ein klein bisschen dagegen denken. So, dort Port von, wie sind Glieder und ein Körper, dort habe ich gleich fem begriffen. Ich fing aber, dort Paulus ja von uns hier mit flieht. Eine Liste von Dingen, wo dort verschiedene Luten kommen. So, dort sagt du so, im Vers 6, in wils unsere Guven sich tun unterscheiden aus uns nur geschenkt ist, weil wir der ein jeder tun brücken. So, sie bewusst, dass du und ich wollen nicht mal dasselbe tun für das Evangelium. Da sagst du so klar aus den Worten kommen. Du da dein Ding, ich da mein Ding. Und ich gleich nochmal das Sprichwort zu sagen, jeder übt ab sein einer aus. Okay? Fall die nicht schlecht, wenn du nicht dort das, was ich da. Das ist nicht die Idee. Fall die nicht unmöglich, wenn die eine gut anders ist als Petersine. Das soll nicht mal dasselbe sein. Aber ich finde das so großartig, dass er hier uns eine Liste hat. So, nun wollen wir uns das mal lesen. Das erste sagt dort, wenn dort predigen ist, dann tun wir uns zu glauben geschenkt ist. So, das erste Ding ist, wenn du predigen sollst, dann schwing das nicht auf. Lut ihm vor. Zweite Ding, was hier abgeschrieben ist. Wenn dein, dann du nur dein. So, ich weiß nicht, wo ein Wort von Arias jeder alles verstehen kann, aber dein hat bloß mit zu tun mit einem Mensch uthalten. Und das kann so lauten, als was du weißt. Wir haben Menschen, die können nicht das Siedstunden checken, das ist das. Ich muss sagen, wir haben hier mehr wieder zurück, beobachtet mal. Einige Menschen haben Gott so ein Gewissen angesagt.
dort, solange uns alles wer schafft, was der Jans ja mit schaffen, wenn ich komme, bloß nicht über die Stunden checken. Das schudet irgendwas. Dort die Menschen haben so viel Trouble, dort ich kann noch nicht sein, dass sie dein das Evangelium. Dort bloß mal für Gott. Um das Evangelium was wiedergegeben wird. Dann lesen wir du wieder. Und dann sagt du, van leeren, dann du nur leeren. Sag wir nicht, wo jünt Sinnerschullehrer studiert dort boven. Aber ich nehme an, die gehen Hand in Hand mit mir. Und ich glaube, dort, wir haben folgendes im Kampf mit, dort jankert nicht so, ja. Und wir tun dort, wir dort mit so auf unsere Lesboven. Aber wenn ich dort hier so lesen, do, in den Ton von Gott hat die Gute geschenkt, dann dort, dass man die Leben davon abhängig ist. Weil ich wahrscheinlich jetzt, wenn Raphael von der Sinnerschule höchst kam, dann sagte er zu mir, Papa, wir haben das gelehrt, dass ihr habt 3 Himmels. Und dann sag ich so, wo weißt du von 3 Himmels? Und dann sagt er, na, dort ihr habt den einen, du Guvi-Buben, so dann sagen wir jetzt das abgehört, aber uns Scharpersteigerl im Himmel. Endlich sind dort du, wo die Ferien fliehen. Und dann sagt er, der zweite Himmel, dort ist der Himmel, du so, wo die Sterne und die Sonne ist, dort ist das Universum. Und der dritte Himmel, dort ist du, wo Gott lebt. Weet je, wo vreemd mij opmerkt, wanneer ik weet, dus eerst een zondag zo leren dat boven in de klas en die leert niet 7 jaar zijn jong te onderscheiden van wat de Bibel redt. Dan wordt het ganz genau, eerst weer brukt zijn goed in de duint het evangelium. Leer, zodat het stift. Dan in vers 8 hebben we een aanmakel, wat du zegt, wanneer moon, dan doen we moon. Weet je wat moon meint? Dan mijn eerst heeft een foto's wanneer je stelt met de niks zullen, dan moet je dan gewoon zijn, zullen doen retreat. Dat is van ver hoe dat te lang gaat. Ik weet nog van als jeder goed van, ik geloof aan, maar ik had het niet. Maar, vielleicht moeten we dat al zien. Want eerst weer van junt, allemaal waar zit, wow, ik zal den brood aan moeten zijn, schreeuw moet andere weg ram, dan wat dat schaffen, dan dood het. Met de Einstellung, dat du hast das Evangelium gedeutet. Wenn geben, dann rechtlich. Ich weiß nicht von, was passiert ist in unserem Zweig. Unser Kostgeld geht busig ab, und wir freuen uns so drauf, vielleicht geht er noch wieder ab. Ich habe noch mal Geld verbrannt. Wir haben wel als sogar das Geld, was du weggibst, kostet dir dann, wenn du denkst das Evangelium. Und du Geld mehr an das, nicht die Leute das Geld, weil das gewissen Pläu. Merk die bloß sagen, dass du nicht das Geld denkst. Hier das Geld aber fort. Das ist mir wichtig. Die Christen machen auf ersten Art und Weise und wohlhabend non-kommen, an dort Mission in Zweig schaffen kann. Und ich weiß, wie man das gesund holen, aber das sage ich hier so, wenn die noch was geben, dann da so das richtig laut. Und ich weiß, dass meine Großmama wie nicht reck. Aber meine Großmama, der hat eine sehr interessante Art und Weise von Leben. Der will sich selbst haben fortgegeben. Und der bloß hat geglaubt, dass das geht. Du kannst dir was zu Weihnachten bringen. Und der nächste Mensch, der dich schon besiegen, der würde das Geschenk geben und sagen, Gott segne dich. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen beeindruckt worden sind, aber ich weiß, ein Kind hat sich bekehrt, wie meine Großmama gegeben hat. Und der gab alles. Der hat nichts, der gab danach alles fort. Das sagt hier so, wenn andere verstehen, dann flieht ich. Ich weiß, wir haben hier vielleicht nicht so viel von diesen Orten, wie es von Dingen tun. Und wenn die dort noch mal drauf anzustehen, first, wer nicht für sich kann anstehen, dann dauert es so, dass sich dort lohnt. Ich habe eine so kleine Erfahrung an das gehabt. Ich habe dort fertig Jon Schmidt zu haben mit seinem Eiglück. Und glaub mir, ich kann da mal mich selbst fragen, weil ich da wirklich tue.
wenn das nicht so, dort ja nicht schön an so ein Leon sein. Aber verstehen, sogar als wem verstehen, was ich ab das alles abgebracht aus dem Evangelium da. Dann, talat sagt du, wer du auf mitleiden zu sein, soll das mit Frieden tun. So, ich weiß nicht von, als jemand noch mal so trifft, dass die wollen noch mitleiden sind, Hendrik Freus vertelt mir von, sie nur besiegen gehen. Das ist eine Mitleidengeschichte. Und dann sagt du häng an, dann soll das wenigstens nicht noch mal lange gesagt. Ich glaube, wir haben ein Teil gelehrt, was das bedeutet, Evangelium zu tun. Möchte Gott uns genug schenken, bloß mal unsere Guf umzupacken und zu sagen, das, was Gott mir gegeben hat, wo ich das Evangelium tun, solange es Gott mir Leben schenkt, werden wir zu beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du dir das ausgedacht hast, dass wir alle Glieder und die Körper kennen sind. Dankeschön, dass du allem Guven gegeben hast und schön ausgeladen. Wir beten, dass du uns Wunsch von dir und Verlangen schenken, unsere Guf zu finden und die damit zu tun. Möchtest du uns ein brennendes Verlangen schenken, das Evangelium zu tun, so dass die Welt gewonnen werden für dich. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.